Bonjour bei mir TV, wo wir haut ganz sportlich an die Mission starten. Und zwar mit Vertreter von bald allen Sportvereinen aus der Gemeinde. Ugangs Februar goufen nämlich die besten Sportler aus dem Jahr 2022 geehrt. Und das waren da ganz viele, die nationalen Niveau Titeln gesammelt haben. Ja, heute Abend eieren wir die 24 Equipen, die die letzte Saison gestiegen sind. Und das sind Equipen, wo die Vereine heute zu mir sind. Der Fußball von mir, der Basket von mir, der Handball von mir, der Tischtennis und das Jahr neu haben wir auch den Turnverein. Daneben eieren wir auch den Einzelsportler. Und das haben wir das Jahr der 17, also ein bisschen mehr wie letztes Jahr. Das sind dann Sportler, die hier in der Mierscher Gemeinde wohnen. Das heißt, die müssen nicht an einem Mierscher Verein sein. Wie du wirklich guckst, du bist ein Mierscher Bierger, also gehst du hier geehrt. Und das müssen aber dann Titel sein, national, am nationalen Niveau. Da sind nicht oft Landesmeisterschaften. Und du eieren wir dann Plätze 1 bis 3. Herr Hofrich sind ich für allem als Schaffen, als Sportschaffen für die vereinsübergreifend gute Resultate, nicht nur bei der Jugend, sondern auch bei den Senioren, durch Altvereine. Also das wirklich momentan alle Vereine haben optimale Leistungen gemacht. Letztes Jahr sind am Gang, die Lohn nach zu toppen. Da möchte ich Hofrich. Kick it off now and bring it on. This will be your day. 'Cause baby you are born. Vergisst der Trainerin nicht, vergisst der Bitterin nicht, vergisst er Vereinsverantwortlichen nicht, vergisst er Älteren nicht, die alles machen, für ihr eben zu enkadrieren. Und die hier Zeit opfern, wieder dir könnt die Resultate bringen. Das Jahr auch ein Spezialpreis, so wie all Jahr. Und da war es ganz klar, wen da geehrt gehen. Und zwar der Bob Jungels, weil den 10. Juli heute ganz Lützeburg eben an Aufregung brüch von Tour de France gefahren ist, wo wir all matt gefavert tun. Und natürlich schon mal heute Abend hin dafür ehren, aber nicht nimmen dafür, mir für sein ganzes Parcours, den er bislang eben möchte. Aber leider ist heute Abend nicht hier, weil er zu Valencia am Gang sein Kurs zu fahren. Am Platz von ihm könnte sein Pap ist sein Wegbegleiter und also auch in den genau weiß, wie dem Bob geht, wem der Bob kann unterstützen. Und da hat man überlegt, vielleicht das erste als Interview anzubauen, für auch die Sportler hier zu weisen, was muss ich alles machen, für wirklich ganz so hinzukommen, weil das packt ja auch nicht wieder rein. Vielleicht steht ein Geheimnis oder eine kleine Formulmagik. Das muss für allem die Unterstützung von daheim, von den Älteren. Ich meine, das Allerwichtigste. Und die Älteren müssen sich bewusst sein, immer was für ein Stadion mit den Kindern sich befinden. Natürlich, für die Jungs, sie sollen Spaß sehen, sollen sich nicht darum bekümmern, sie sollen sie gewähren lassen. Möchten Spaß, das ist die richtige Sport, die sie führen. Aber was sie mir länger an dem Sport dran sind, aber was sie mir groß gehen an dem Sport, was die Älteren immer bei müssen begleiten und immer mehr Fachkenntnisse auch hun, was geschieht dabei sind. Für was mehr Mämming kann, machen sie das als Beruf, als Beruf mehr, weil sie als Sport mehr und so viel und so fort. Das hat mit ganz vielen Faktoren zu tun. Und dann ist es wichtig, dass die Leute kennenlernen, die etwas davon verstehen, für die Kinder zu begleiten und an die richtige Hand zu gehen. Das ist das Wichtigste an der Geschichte, wenn Kinder so Sport machen, das ist eine formidable Sache, Leute sie begeistert. Aber meistens ist es aber so, dass die Eltern zu viel.
wëlle Mächer materie kannner. An dat mé man gut will, et kann ëmmen een hire méch, muss awer dann de Richchte sinn. An das der Sens vun der ganze Erfolgsstory. La résurrection de Bob. Victoire aujourd'hui pour l'équipe AG2R Citroën, victoire luxembourgeoise. Chapeau Bob. Ich hatte nach husem Toll von Irlo hin, da kommen sie in den Ostfädchen momentan an der Valencia rundfährt mit haut übrigens zweite Gemer an der Etappe ausgedregt so okay, das immer ein Eier ich faucht die Eier zu gehen, dat das mal das alle recht an ich den Meersche will ich aber lange Meersche war an sie viel muss Merci so für die schöne Gest ist der Mann an nun eng Periode, wo ich wirklich gelitten hun anderem bit war bis bei gewissen Moment. Dat fand ich immens, dat ze do denken, dat ze du sto immer um mich erinnern, dat ich do kageriert gin, dat fand ich ganz flott. Wir bleiben bei den Vereiner Wieselen aber vom Sportriver bei Kultur. Endlich konnten die Pöttener Theaterfreien ugangs des Jahres für die erste Kehr 20. Januar 2020 Schnee auf Bühne. 3 lange Jahre Corona-Pause sind also mit angegangen und es war sozusagen alles wie verdrun. Das Publikum waren Rendezvous und hat sich gefreut. Die Akteuren sowieso. Und dafür kommen bei die normale Aufregung ganz viel Vierfred dabei, wie der Rido endlich abgegangen ist. 2 Jahre, das war schon eine relativ lange Strecke. Besonders letztes Jahr, wo wir ausgeprüft hatten. Und nun schwer über die Saison müssen wir dafür nicht spielen, weil Corona-Zahlen so hoch waren, dass wir hätten nicht können spielen. Das war schon ein Moment, dass der größte Fried ist, schon können wir uns fangen. Ideen an mengem Kap de nëmmer mat Männer ze dienen. Et huet den Akteuren zwar net ugemerkt, wie sie bis an Aktion waren, an awer wäret schon e bëssen e komisch Gefühl am Vierfeld fir no so langer Zeitrem ze spielen. Mir schon an de Lotterei an mir gespielt huet, an ich gif so. Ich fand die all Joer spielst, da gebe ich so du kannst am Ufang méi liicht dran wie Lo, das awer schon eng längernger Zeit gewircht, an dofir aus d'Opschreung Fleisch bëssen mir grös wie sos her. Opgeregt für die echt Proven war bestimmt auch den einen oder anderen Akteur, weil man Karin Krämer, der Freier direktisch vom Meerscher Kulturhaus, konnten die Pöttner Theaterfreien dieses Jahr einen richtigen Profi aus der Kulturszene als Regisseurin engagieren. Ich gedacht, an meine Karin für uns, wir sind Dorftheater, Karin ist vielleicht ganz einer Sache gewinnt, was Gott hat mir, ich muss sagen, das immens gut gehen und ich bin begeistert von dem ganzen Zusammenarbeit, die wir hatten und ich meine mit meinen Kollegen auch so. Es war ein ganz schön Proben, intensiv geprobt, mit ganz flotten Momenten und es steht mir zu keinem Moment leid, das hat nur bei uns Regie möchte. An dem Karin Krämer deet doch net leet, dass sie diesen Challenge ugeholt vun der jahrelanger Zusammenarbeit mit Profien, riwer bei Amateuren vun de Pöttener Theaterfreien. Ich fand als Amateurtheater misst viel mehr zur Geltung kommen, weil den Ansatz, den die Leute machen, den ist einfach unbeschreiblich. Sie gehören zu einem Dorf, zu einer Gemeinde, sie machen immens viel am Sozialen, und ihr Engagement ist einfach großartig. Ob lo Amateur, Hobbytheater oder Professionellen, sie gehen alle Guten hier allerbest. Und das heute war nicht anders. Aber für mich war das ein großes Ehr, das dürfen zu machen. Weißt du nach den Herrn vom Steuerbüro? Den sich am Anfang gab es so komische Bilder. Zum Schluss wie Raffakrit, was wir wollten. Was waren dann bei der Arbeit von der Regisseurin die großen Herausforderungen, für mit einem Dorftheater zu schaffen, wobei Dorftheater gar nicht aufwertend, mehr echt positiv soll sein? Das ist ganz positiv. Hier war ein Stück, was ich einfach überholen, weil du weißt, Corona, waren sie blockiert. Dann ist leider Gottes hier ein echter Regisseur aufgegangen oder konnte nicht mehr. Und dann haben sie mich gefreut. Der Claude hat mich einfach so überraschend gefreut. Und dann habe ich auch mit großem Plaisir ja gesagt, die Herausforderung war einfach, das Potenzial, den die Leute an sich haben, einfach rauszukitteln. Und ich war mehr wie überrascht. Weil die Doten die spielen ja nicht recht hinter engem Jahr, aber du sind ja dabei, die 20 oder 30 auf der Bühne stehen. Und das war einfach ein Holen an ein Gehen, an ein Holen.
en Unterschied vu Professionellen, die engi bezuelt an die Liwen davon dat se Beruf gin, an die heite man dat an der Freizeit. Dat hicht die schaffen wie och nach ganz viel von unseren Professionellen niewebei. An sie engagieren sich mat Leiwer mat zählt. Also für mich war einfach ein Großfried. Dann erwoch mar Wu zum Steck. E lauter eierbal Lokatären, wat die Pëttener Theaterfren dëst Jo gespielt hunn. Do war neicht so, wie d op den echte Blick ausgesinn huet. Kein Radio, kein Fernsehen, kein Telefon. Und schon gar nicht mit dem neumodischen Geschirr. Ma jo geht ha so ein Appartement. Es sitzt mittlerweile ha ein Appartement vun 2 Taten, die uniert Geheimnis. schon net verroden. Da gesit an niewen Drun ha e Gang an do vun den on op 3 Lokatären och déi huet Schiedfré sei klein Geheimnis. An dann ass der ze Summespiel vun en den Änner probiert rausforsch wat mat debel lass. Wie gesot e Steck wos de rich gut kanns lären. D'akteuren hunn oni Ausnahme Rollen exzellent gespielt. Sie schengen der Regisseurin also gut gefolligt zu hunn. Ich weiß, der Beschienen so gut gefolgt hun, méi sie hun mir op Schüdverfall gefolgt, das Fett dat falsch wird. Sie sind darauf angegangen, wie man zu Summe konnten hier Rollen entwickeln, ihre Personage an dat ganz dann zu Summe bringen. Und dat huet einwandfrei geklappt, an sie hun immens viel für sich erarbeitet. Also viel hatte ich nicht zu machen. An moment gouft natürlich ein Happy End am Steck. Am Happy dürften sie auch bei de Püttner Theaterfren iwwer de großen Erfolg vun ihrem Theater 2023 sinn. An dat wäret fir als Emissionioun vun en Februar an de 2 Wochen si man es do, an da kom man enkeer op d'Fusenzreck mam grossen Fusëmzug vun den Prekos an de Spielschulskanner vu Meesch, a me waren natierlech op Burschbrennen des Keier op Miestref. Fir haut ich Filmos Merzi fir no kucken an bis geschwen.